Schön, euch zu sehen. Guten Morgen miteinander. Wir sind im dritten Teil von Exodus. Angst vor der Zukunft, Fragezeichen. So sorgt Gott. Exodus zeigt wie. Aber bevor ich zur Versorgung von Gott komme, möchte ich einen Exkurs machen. Und zwar die Rolle der Frau im Leben von Mose. Die Rolle der Frau im Leben von Mose. Zuerst einmal haben wir Schifrak und Pua. Das sind Hebammen gewesen, gottesfürchtige, mutige Hebammen, die Babys trotz dem anderslautigen Verdikt vom Pharao Babys leben lassen und sie dann versteckt haben. Schifrak und Pua, mächtige, gewaltige, mutige Hebammen, Gott Vertrauen hatten. Dann Mose, seine Mutter, heißt Jochebed. Auch sie hatte ein grosses Gottvertrauen gehabt. Sie hat ihren Sohn leben lassen und hat ihn dann so in ein Körbchen da mit Pech zugekleistert, dass das nicht vertrunken ist, das Baby, in der Hoffnung, dass Gott einen Weg hat für ihren Sohn, den Mose. Und so hat sie ihn nachher wieder zurückbekommen, um ihn über Jahre lang zu stillen im Auftrag von der Tochter vom Pharao. Dann haben wir Miriam, Moses seine Schwester. Sie hat das Baby beobachtet. Sie hat kaum gedacht, dass das Baby jetzt da irgendwie untergeht, sondern hat im Glauben geschaut, was mit dem Baby passiert und hat die Tochter vom Pharao darauf hingewiesen. Dann die Tochter vom Pharao selber. Gott hat sie zentral gebraucht zur Umsetzung von seinem Plan mit dem kleinen Mose. Und die 6. Frau im Leben von Mose war Zipporah, seine Ehefrau. Sie hat ihn vor Gottes Zorn beschützt. 6 Frauen, eigentlich unscheinbare Persönlichkeiten, nicht irgendwie bekannt gewesen, nicht irgendwie VIPs gewesen. Gott hat sie gebraucht, um das Leben von Mose zu retten und den Mose dorthin zu bringen, wo er wollte. So schafft Gott bis zum heutigen Tag, das sehen wir die ganze Bibel durch. Es sind nicht die Mega-Fisch, die Mega-Teils von Leuten, die Gott braucht, sondern oft unscheinbare Menschen, die Gott braucht, für seine Pläne umzusetzen. Vor einer Woche hat uns die Joni mitgenommen in den grossen Befreiungstag vom Passalam und hat Brücke geschlagen zum vollkommenen Passalam, zu Jesus Christus und was sein Tod für uns bedeutet. Heute wollen wir der Versorgung von Gott nachspüren. Mein erster Titel heisst: Gott führt in die Wüste. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Komisch. Es hätte einen kürzeren Weg gegeben, nicht durch die Wüste, eigentlich einen einfacheren Weg, und trotzdem hat Gott sein Volk durch die Wüste geführt. Die Frage nach dem Warum drängt sich auf. Der Tim Mackie vom Bible Project sagt dazu Folgendes: Und so führte Gott sein Volk in eine lange Zeit der Wüstenwanderung. Und das ist keine Strafe, es ist ein Trainingsfeld. Die Wüste also als ein Trainingsfeld von Gott für sein Volk. Nicht als Strafe, sondern als Trainingsfeld. In der Wüstenwanderung ist einerseits schwankende Herz von den Israeliten klar geworden, als Licht und Tag geworden. Wie manchmal haben sie wieder zurück auf Ägypten, wo es den Knoblauch gegeben hat und Peperoni und weiss ich was alles, und haben nicht mehr mit Gott weiterlaufen. Wie stark ist doch, wenn das Volk unter Druck gekommen ist, sein wahres Herz zur Geltung gekommen und die Frage im Mittelpunkt gekommen: Vertrauen sie Gott, auch wenn es schwierig ist, oder vertrauen sie Gott nicht? Aber nicht nur das Herz vom Volk ist sicht- und spürbar geworden, sondern auch das Herz von Gott ist spürbar geworden und die Versorgung von ihm in den schwierigen Zeiten. So ist es auch in unserem Leben. Jedes von uns, glaube ich. Und sonst bist du eine absolute Ausnahme, dann kannst du auf den Knien dem Herrgott danken. Aber jedes von uns durchlebt in seinem Leben manchmal Wüstenzeiten. Zeiten, in denen, wo es steil ist, trocken, heiß, steinig.
Eine Beziehung zerbricht. Im Beruf läuft es nicht. In der Familie ist es mühsam. Krankheit zieht ein. Depressionsanflüge oder Perspektivlosigkeit. Gott erscheint manchmal so weit, weit weg in der Wüstenzeit. Da, mitten drinnen, wenn wir selber in der Wüstenzeit sind, zeigt sich, wie unser Herz steht. Es wird so offensichtlich. Die Frage ist, wie wir in unserer Wüstenzeit zu unserem Gott stehen. Vertrauen wir ihm trotzdem? Haben wir trotzdem Glauben? Oder haben wir zurück ins Alte? Aber auch das andere ist erfahrbar. Wenn wir an Jesus festheben in den Wüstenzeiten, und ich weiss, von was ich rede, und uns an Jesus festklammern in den Wüstenzeiten, dann werden wir Durchhilfe vom Heiligen Geist erfahren. Dann werden wir erfahren, wie Gott lebendig ist. Denn erst wenn es Herd auf Herd geht, zeigt sich der Glaube, was er Wert hat. Erst wenn es Herd auf Herd geht, brauchen wir nämlich den Gott. Erst wenn es Herd auf Herd geht, brauchen wir den Heiligen Geist. Wohl dem, wo in der Wüstenzeit sich festklammert an dem Gott und nicht aufgibt. In Wüstenzeiten kommt mir immer ein Wort in den Sinn aus dem Prophet Hosea. Dort heisst es: Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. In der Wüste, betone es nochmal, hat Gott Gelegenheit, zu unserem Herz zu reden. In der Wüste haben wir die Möglichkeit, den Beistand vom Heiligen Geist in einer besonderen Art und Weise zu erleben, weil das ist der Ort, wo wir ihn wirklich brauchen. Es ist in der Regel nicht in den Höhenflügen von unserem Leben, wo wir Gott erleben, sondern es ist in der Regel in den tiefen Zeiten, wo wir Gott erleben können, wenn wir an ihm festheben. Das ist die Voraussetzung. Gott führt aber nicht nur in die Wüste, sondern er führt auch in die Wüste. 2. Mose 13, 21. Tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts war in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellte. Die Erfahrung von dieser Gegenwart von Gott da in Form von der Wolken und der Feuersäule ist auch in unserem Leben erfahrbar. So stellt uns Jesus im Johannesevangelium den Heiligen Geist vor und sagt, dass er unser Beistand ist. Dass er die Rauch- und die Feuersäulen ist aus dem Alten Testament. Allerdings muss ich sagen, in meinem Leben, die Führungen vom Heiligen Geist in schwierigen Zeiten sehe ich oft erst in der Rückblende. Es ist nun einfach so, Freunde. Das Leben müssen wir vorwärts leben. Und was Gott da hat, sehen wir oft erst in der Rückblende. Ich bin jetzt gut 70 und wie oft in meinem Leben habe ich den Eindruck gehabt, Gott ist gar nicht mehr da. Wie oft habe ich in diesen Zeiten gefragt, wo der Gott ist. Und ich musste vorwärts leben. Ich musste mein Leben dem Gott einfach anvertrauen und glauben, dass er da ist, auch wenn ich es nicht gespürt habe. Wenn ich aber zurückschaue in mein Leben, dann sehe ich, wie gerade in diesen Zeiten, wo ich es nicht gespürt habe, wo ich einfach Glauben bewahren musste, wo ich einfach mein Leben ihm anvertrauen. Wieder Gefühl, dass in diesen Zeiten Gott mich getragen hat und Gott mit mir war. Und der Heilige Geist mich geführt hat in diesen Zeiten der Wüste. Vorwärts leben, aber rückwärts verstehen, das ist eines der Geheimnisse. Und zwischen dem Vorwärts leben und dem Rückwärts verstehen liegt Glauben. Wenn du alles vergisst heute Morgen, dann vergiss es nicht. Es ist so. Vorwärts leben, aber rückwärts können verstehen, dass Gott trotzdem bei uns war.
Das nächste ist die Versorgung durch Manna und Wachteln in der Wüste. 2. Mose 16, 12. Sagt Gott, ich habe das Murren der Kinder Israel gehört, rede zu ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch essen und am Morgen von Brot satt werden, und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Gott hat die Israeliten in der Wüste, wo es zu wenig zu essen hatte, mit Manna und mit Wachteln versorgt. Täglich genauso viel, wie sie gebraucht haben. Und das führt mich zum Unser Vater, wo wir bitten ja, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich meine, wir in der Schweiz, die Bitte ist manchmal so ein bisschen, ja. Wir müssen eher schauen, dass wir nicht zu viel fortrühren, oder? Aber es gibt ja eine grössere Dimension von täglichem Brot. Tägliches Brot im weitesten Sinn. Nebst Nahrung, Finanzen, aber auch Kraft oder die Ausdauer oder Überwinderkraft. Gehört alles da drin, gib uns unser tägliches Brot. Dann gibt es einen anderen Hunger, als der Hunger, den ich aufgezählt habe. Es ist der Hunger von der Seele. Der Hunger, wo das Loch in der Seele hat. Wo du einfach irgendwie nicht satt wirst. Wie versuchen wir, das Loch zu stopfen? Gerade in der Schweiz haben wir Möglichkeiten, viele Möglichkeiten, das Loch versuchen zu stopfen. Aber wie wäre es einmal, das Loch aushalten und es dem anheben, der sagt, er sei das Brot vom Leben. Er will uns versorgen, materiell, aber auch, wenn es in unserem Herzen ein Loch hat. Die nächste Versorgung sehen wir in Form von Wasser. 2. Mose 17, 6. Siehe, ich will dort am Horeb vor dir auf dem Felsen stehen. Da sollst du den Felsen schlagen, so wird Wasser herauslaufen, damit das Volk trinke. Und Mose machte es so von den Ältesten von Israel. Wasser aus dem Felsen. Später im Neuen Testament zeigt dem Paulus wieder von dem Felsen. Aber er meint dort Wasser aus dem Felsen von Jesus Christus, wo sich sagt, ich bin das Wasser vom Leben. Gott versorgt mit dem Wasser für unsere Seele, wenn wir es brauchen. Und wenn wir den Mut haben und Geduld haben und den Willen haben, uns ausstrecken nach dem Wasser vom Leben. Das nächste und das letzte, was wir noch sehen, ist, dass Gott sein Volk versorgt im Kampf. Schutz im Kampf. 2. Mose 17,8 steht, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Im Kampf gegen die Amalekiter hat Gott sein Volk geschützt und bewahrt und hat ihm den Sieg geschenkt. Wir alle, und ich rede wieder von mir auch, geraten immer wieder in Kämpfe vom Leben. Es sind Glaubenskämpfe, es sind aber auch Lebenskämpfe. Und die Schrift sagt uns, die Bibel sagt uns, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern dass Macht, Dämonen, finstere Macht da sind, wo wir dagegen zu kämpfen haben. Es ist Satan, der uns zermürben will, der uns vom Jesus-Vertrauen wegzerren will. Es ist wichtig, dass wir in Phasen vom Zweifel, Phasen der Verwirrung, uns klar werden, wer uns verwirren will, wer uns von dem Jesus wegziehen will, was für eine Macht das es ist. Es ist oft nicht einfach nur eine Lebenskrise, nur Anführungszeichen, Schlusszeichen, sondern es ist oft schon die Anfechtungen von der finsteren Macht, die ich so gut kenne, die uns wegziehen
von dem Gottvertrauen auf den Jesus. Verstehst du? Und dann sagt uns die Bibel, wir haben Waffen in der Hand, und wir können kämpfen gegen die fremde Macht. Und ich bin oft schockiert, wie wenig dass Jesus-Nachfolger mit diesen Waffen kämpfen. Wie oft dass Jesus-Nachfolger sich diesen Anfechtungen, diesen Anspringerei, dem Wegziehen, einfach hingehen. Von diesen Waffen lesen wir im Epheserbrief. Und ich will nur von einer einzigen Waffe lesen. Es ist, oder eine aufzählen, das Schwert des Geistes. Eine von den Waffen ist das Schwert des Geistes, das ist das Wort von Gott. Das ist das, was Jesus gebraucht hat, wo er in der Wüste von Satan versucht worden ist. Er hat nicht irgendwie diskutiert mit dem Versucher, sondern er hat mit dem Wort Gottes geantwortet. Freunde, in schwierigen Situationen, wo wir droht werden, von dem Jesus wegziehen, müssen wir mit dem Wort Gottes argumentieren. Wir müssen mit das Schwert in die Hand nehmen. Aber wir müssen es dafür kennen, darum lesen wir es hoffentlich immer wieder. Ich kenne jetzt bei mir die Bibel relativ gut. Die Geschichten. Und trotzdem lese ich es immer wieder, weil ich weiss, ich will, dass sie präsent sind. Dass dort, wo es schwierig wird, in den Kämpfen vom Leben, dass ich es dort nehmen kann und sagen, Satan, hau ab. Ich bin ein Kind von Gott. Ich gehöre zu dem Jesus. Ich bin gerechtfertigt. Meine Sünden sind mir vergeben. Und so weiter und so fort. Wenn du nicht weißt, wie man kämpft mit dem Schwert vom Glauben, mit dem Wort Gottes, wie man mit dem kämpft, dann frage jemanden, der länger im Glauben ist. Es ist so eine Basis und so wichtig, dass du lernst, mit dem zu kämpfen. Du wirst den Sieg haben. Das Wort Gottes verspricht uns, wer die Waffe in die Hand nimmt, und die wichtigste Waffe ist das Schwert, das Wort Gottes, das wird den Sieg haben und nicht wird untergehen, nicht wird aufgeben. Ich will manchmal Menschen zurufen, vom Himmels Willen, nimm das Schwert in die Hand. Du hast es da. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, steht im Epheserbrief 6. Wir sind ja gewarnt. Wir sind informiert. Die Frage ist, wie reagieren wir? Noch etwas hat im Kampf gegen die Amalekiter dazugehört. Ich lese 2. Mose 17, 10 und 11. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, um gegen Amalek zu kämpfen. Also Josua, der ist mit der Streitmacht mit Israel im Boden unten, dort im Tal unten in den Kampf gegangen. Der Mose ist nicht in den Kampf eingegangen, ist nicht ins Gewimmel eingegangen, sondern morgen will ich auf der Höhe des Hügels stehen und mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, um gegen Amalek zu kämpfen. Aber Mose und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Also Mose ist nicht in das Getümmel gegangen, sondern er ist vor Gott stehen geblieben. Das heisst sogar, er ist auf den Hügel gegangen. Symbolisch auf die Höhe rauf. Er bittet sich zurücknehmen aus dem Getümmel und hat angefangen einzustehen für sein Volk. Und solange er gebetet hat für sein Volk, solange die Arme da oben waren, wieder ein Bild für die Fürbitte, hat sein Volk gewonnen. Ist es Fürschen gegangen. Und sobald er die Arme fallen lassen hat, ist sein Volk in Rücklage gewesen. Und darum hat er 2 Leute gebraucht, die ihm die Arme gestützt haben. Vielleicht bist du schon länger im Glauben. Und manchmal wird es vielleicht sogar ein bisschen langweilig in der Predigt. Und du denkst, ja, das kenne ich. Das können wir abhaken. Freunde, wir, die älter sind und länger im Glauben sind
Und wo wir manchmal das Gefühl haben, und vielleicht ist es auch so, dass wir schon fast alles wissen, wir sind aufgerufen zum Mosedienst. Denn es gibt genug Leute, die die Ebene unten kämpfen haben, in ihren Familien, in ihrem Alltagsberufsleben, wo sie auch immer sind, genug Kämpfe sehen. Und wir, wo wir älter sind, erfahrener und gesettelt sind im Glauben, gewurzelt sind im Glauben, wir haben den Auftrag, erhobene Hände zu haben, Fürbitte zu tun für die anderen Menschen. Und das ist Kirche. Das ist Kirche, Freunde. Wenn wir Eltern nicht so tun, weil es langweilig werde, sondern uns bewusst sind, auch wenn einmal eine Predigt uns nicht anspricht, dass wir in dieser Zeit können unsere Hände symbolisch anheben und beten für die der Hitze für ihrem Leben stehen. Das ist Kirche. Das ist Generationenkirche. Menschen, die in dem Alltagsfeuer stehen, sie brauchen ältere und erfahrene Mütter und Väter, die für sie einstehen im Gebet. Die Fürbitte tun für sie. Die vielfältige Versorgung, die ich jetzt aufgezählt habe vom Volk Israel, könnte uns eine Ermutigung sein. Auch eine Versorgung von Gottes Glauben in unserem Leben. Dazu lade ich dich ein, die Geschichte vom Volk Israel, von Exodus nochmal zu lesen für dich. Ich lese sie sehr viel, weil sie für mein Leben so enorm viel bedeutet. So viele Parallelen, so viele Bilder drin für mein Leben. Und ich schliesse mit meinem wichtigsten Lebensvers aus Matthäus 5,25. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Und ich will das noch erweitern, auch andere Sorgen. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ich lese es nochmal. Komm, wir lesen es miteinander. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und mit 70 sage ich euch, das stimmt. Das stimmt. Ich bin manchmal in meinem Leben, in meiner Familie ganz knapp durch finanziell. Aber ich habe die Versorgung immer wieder erlebt. Wenn wir das Reich Gottes vorne haben, wird er uns alles anderes geben, was wir brauchen. Er ist ein guter Versorger. Amen. Ich komme bitte zum Aufstehen fürs Gebet. Allmächtiges Wort zeigt uns, wie du ein Versorger bist. Sei es im Kampf, sei es im Durst, sei es im Hunger. Wie du uns kannst führen und leiten. So bitte ich dich, Heiliger Geist, um Glauben heute Morgen. Dort, wo das Glauben nur noch ein Flämmchen ist, dass der Glaube aufflackern darf. Dass der Glaube wieder neu motiviert und gestärkt und inspiriert werden. Ich bete aber auch für die, wo der Glaube eine wunderbare Flamme hat. Wo der Glaube präsent ist. Wo der Glaube gewurzelt ist. Dass sie es nicht einfach für sich verbrauchen, sondern dass sie unter anderem mit Gebet oder vor allem mit Gebet die anderen können stärken, um zu tragen sind. So bitte ich dich für die Kirche,
für die Eltern und für die Jüngeren, dass sie ihre Aufgaben dürfen erkennen. Ich bitte dich heute Morgen besonders für Eltern, die am Struggeln sind, wie sie vor lauter Windeln oder schulischen Fragen kaum mehr darüber aussehen. Ich bitte dich, dass sie beten können mit freiem Herzen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das, was sie verbrauchen, um durchzudringen in eine Aufgabenstellung, wo sie drin sind. Ich bitte dich für alle, die in ihrem Berufsleben als Limit kommen. Ich bitte dich, dass sie sich voller Vertrauen immer wieder zu dir hinwenden können. Und dass sie dich erleben da drinnen, dass es real ist. Du Versorger, du Brot vom Leben, du Wasser vom Leben und du Heiliger Geist, du unser Beistand. Amen.